Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir heute davon schwätzen, Terrassen abzumachen, und davon, was für Konsequenzen das doch für den mentalen Aspekt hat, dürfen wir aber auch nicht die Leute vergessen, für die das Ouverture gut nicht ändert. Die Leute, die sich gar nicht leisten können, sich auf einer Terrasse zu setzen. Für viele Leute besteht Leben nämlich nicht recht Zeit, dem Covid just daran zu schaffen und daheim zu sein. Für viele Leute wären doch 400 gesetzliche Restriktionen nicht möglich, an den Restaurant, an den Kino oder auf ein Konzert zu gehen. Nicht, weil das Gesetz ihnen nicht verboten hat, sondern weil der Kontostand ihnen nicht verboten hat. Zu ihnen haben gefehlt. Ich hoffe, dass diese Krise mehr sensibel für Leute an diese Situationen gemacht wird. Und ich hoffe, dass die Regierungsmembers sich verhalten werden, wie sie sich an dieser Krise gefühlt haben, wird Leben sich immer mehr nach Schlussem Dabest an denen eigenen Feierwänden gedreht wird. Aber wenn sie sich Stunden darauf gefreut haben, diese Gläschen an der Sonne trinken zu können, wird man ja da gleich können. Ich hoffe, dass sich das Gefühl verhalten wird, wenn die nächste Kehr darüber geschwätzt wird, dass der Mindestlohn immer noch unter der Armutsrisikogrenze liegt und dass die Steuerreform für Frauen wie Männer an einer längeren Zeit immer noch auf sich werden lässt. Es gibt viele Leute, die wegen ihrer finanzieller Situation an einer Art konstantem Lockdown leben müssen. Und wir dürfen das nicht vergessen.